Hallo, hi miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem kurzen Live. Heute ist ein kleiner Live, um euch vorzustellen, was wir heute am Abend für ein Thema haben in unserem VIP Schweizerdeutsch-Kurs. Also ein bisschen, um dich lustig machen und dich vorbereiten auf heute am Abend. Also, heute reden wir über das Heimgehen reden. Über das Heimgehen, über das Heimkommen oder eben ein bisschen auch über das Reisen. Wenn du reisen gehst du dann gern wieder heim? Gehst du gern heim, wenn du reisen? Oder nervt es dich oder findest du es schade, dass die Zeit so schnell ist vorbeigegangen und du schon wieder heim musst? Wie ist das bei dir? Gehst du gern heim? Oder wenn du dich am Abend mit Freunden triffst, bist du eine oder einer der Ersten, der heimgeht und sagt, so, es ist Zeit, komm, wir gehen heim, wir müssen heim, ich will schlafen. Oder bist du jemand der Letzten, der heimgeht und so lange wie möglich feiern und festen? Bist du jemand der Ersten, der heimgeht, oder bist du jemand der Letzten, der heimgeht? Das sind ganz verschiedene Persönlichkeiten und es kommt vielleicht auch darauf ab, ob du eher ein Nachtmensch bist oder ob du gerne am Morgen früh aufstehst und dann musst du natürlich auch früher heim und früher ins Bett. Also wie ist das bei dir? Oder muss deine Familie immer sagen, gehen wir heim, komm, wir gehen heim und dich bitten darum, dass wir heimgehen? Oder bist du jemand, der die Familie packt und sagt, so, macht vorwärts, wir müssen heim, es ist fertig? Olivia, du fragst, ob man sagen kann, gehen wir heim zurück. Das würdest du vielleicht in wenigen Situationen sagen. Wenn du zum Beispiel erst gerade losgefahren bist und sagst, oh, das ist mir letzte passiert, ich habe mein Handy daheim vergessen, ich bin auf Reisen gegangen und ich habe mein Handy daheim vergessen. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen noch schnell zurück, wir gehen noch schnell heim zurück. Ich muss mein Handy holen. Ja, aber sonst ist es, sagen wir eher einfach nur heim. Zurück ist nicht unbedingt nötig. Ja, und zwar dann bin ich nicht heim zurückgegangen und ich bin ganze 6 Tage ohne mein Handy gewesen. Aber es ist eigentlich auch gut gegangen. Wir hatten andere Handy, die ich brauchen konnte. Also ganz ohne Handy wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Also, das ist heute am Abend ein VIP-Schweizerdeutsch-Kurs. Es geht um Leute, die auf der Heimreise sind. Sie sind am Flughafen, sie müssen einchecken und all das drum und dran. Und erleben dort noch etwas, was ich vielleicht jetzt gerade nicht verrate. Olivia, du findest es manchmal gut, ohne Handy zu leben. Wir hatten letztens auch so einen Gast, der es sehr gut gefunden hat, ohne Handy zu leben. Aber er hat mir dann immer angerufen mit dem Handy von anderen Personen. Plötzlich war irgendein Anruf von einem unbekannten Handy. Und dann hat sich herausgestellt, dass das unser Gast ist. Also er war trotzdem darauf angewiesen, dass wenigstens andere Leute ein Handy haben. Genau, ganz ohne Handy ist es schwierig, weil heute haben auch gar nicht mehr alle stationäre Telefone. Also da wäre die Kommunikation schon ein bisschen schwierig. Bist du lieber unterwegs oder bist du lieber daheim, wenn du vielleicht ein freies Wochenende hast oder wenn du Ferien hast oder wenn du einfach Freizeit hast, vielleicht am Abend, nach dem Feierabend oder so? Bist du gerne unterwegs, machst etwas ab, triffst dich mit Leuten oder gehst Sport machen oder so, bist aktiv? Oder bist du lieber gemütlich daheim und tust ein Buch lesen oder irgendwie einem Hobby frönen, also irgendeines von deinen Hobby, einem von deinen Hobby nachgehen?
Olivia, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich habe nicht Vorteil, ohne Handy zu leben. Also für dich ist es nicht von Vorteil, ohne Handy zu leben. Oder du kannst dir nicht vorstellen, sehr wahrscheinlich. Vielleicht meinst du, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Handy zu leben. Genau. Heute kann man einfach schnell jemandem anrufen, der unterwegs ist und fragen, hey, wann kommst du heim? Um welche Zeit kommt dein Zug an? Oder dein Postauto, wollte ich sagen. Wobei wir reisen vielleicht nicht so viel mit dem Postauto. Oder ja, wir können, und wenn wir unterwegs sind, schnell anrufen und sagen, oh, ich habe den Bus verpasst oder den Zug verpasst, ich komme ein bisschen später oder ich habe noch jemanden getroffen oder mir ist etwas dazwischen gekommen oder es hat einen grossen Stau, du bist im Auto und du kannst anrufen und den anderen Bescheid sagen, dass du später heimkommst oder dass du früher bist oder so. Also, oder das ist vielleicht auch gut, wenn du jemanden auf Besuch gehst und dich jemand auf eine bestimmte Zeit erwartet, dann kannst du mit dem Handy ganz gut sagen, ja, die Leute informieren. Du kannst sogar deine Lokalisation teilen, wo sie sehen, wo du bist, genau auf dem Handy, auf der Landkarte. Und dann können sie genau wissen, wenn du heimkommst. Und dann gibt es keine Ausrede, wenn sie nicht parat sind. Oder wenn das Essen nicht auf dem Tisch steht. Ja, also, wir reden heute auch ein bisschen über das Reisen. Und es gibt Leute, denen sagt man richtig Reisefüdli. Das ist ein Reisefüdli. Also ein Reisefüdli ist jemand, der sehr gerne reisen und eben nonstop unterwegs ist, jede freie Minute. Vielleicht tut man auch ein halbes Jahr frei nehmen oder so, um die Welt anzuschauen und durch die Welt reisen. Und diesen Leuten sagt man ein Reisefüdli. Und vielleicht erfahren wir noch von der einen oder anderen von unseren Mitgliedern, von unseren Kursteilnehmern, wo sie sind reisen und was sie können uns empfehlen, wenn wir reisen wollen, wenn wir vielleicht noch ein geeignetes Reiseziel suchen für den Sommer oder schon für die nächste Reisesaison, dann können wir immer gerade schauen, was die anderen vielleicht für einen Vorschlag haben, wo sie waren, was sie gut erlebt haben. Ja, ein Reisefüdli. Das Füdli ist ja eigentlich unser Gesäß, unser Hinterteil. Und wenn jemand gerne reisen will, dann sagt man dem, er ist ein Reisefüdli und das ist gar nicht negativ. Also, es ist einfach so eine rastlose Person, die einfach gerne reist. Ja. Olivia, bist du ein Reisefüdli? Vielleicht bist du ein Reisefüdli. Oder vielleicht bleibst du lieber daheim. Du bist ein bisschen so ein Domator, ein Mensch, der lieber daheim lebt. Gut, also das ist es für heute Abend am 8. Das ist ein VIP-Kurs, Schweizerdeutsch-Kurs. Wenn du willst, kannst du dich einschreiben. Der Link ist da unten auf swissgermanonline.com und du kannst den Kurs einen Monat lang ausprobieren. Einen Monat lang Geschichten auf Schweizerdeutsch lesen, hören, mitreden. Ja, genau. Und du kannst, wenn es dir gefällt, dann nachher mit uns weitermachen. Also, da oben ist der Link auch. Schaut noch einmal, schaut es auschecken, anschauen und mal euch einschreiben. Eine Kostprobe davon kommt ihr heute am Abend zu sehen über und am 8. Merci vielmals für alles. Tschüss zusammen.